ist Volker Hering. Ich lebe in Berlin, wenn ich nicht gerade in Asien unterwegs bin. Ich bin es gewohnt, dass das Rad normalerweise in China komplett abgegeben werden kann und dann so transportiert wird. Ich musste es auseinandernehmen und war nicht darauf vorbereitet. Und dadurch ist natürlich beim Transport einiges kaputt gegangen. Ich versuche eine Route entlang der Seidenstraße zu finden, das heißt in Xinjiang, die unter Umständen für europäische Radtouristen interessant ist. Wir haben vor 10 Jahren China by Bike gegründet und organisieren seitdem Radtouren in China und auch in Südostasien und haben inzwischen fast überall in China Radtouren. Und der Nordwesten, das heißt Xinjiang, der fehlt bis jetzt noch. Chinas nordwestlichste und größte Provinz, Xinjiang. Eine Wüstenregion umgeben von einigen der höchsten Gebirgsketten der Welt. Die Entdeckungsreise beginnt in der Nachbarprovinz Gansu in Dunhuan. Die Oasenstadt zwischen Taklamakan-Wüste und Gobi, einst Knotenpunkt der Seidenstraße. Damals wie heute müssen sich die Einwohner gegen 2 unbequeme Nachbarn behaupten, den Wüstenstaub und drückende Hitze. Jeden Tag wässern wir die Blumen zweimal, vormittags und nachmittags. Das ist nicht die Gegend für Blumen. Unser Klima ist zu trocken. Wenn wir einen Tag lang nicht wässern, gehen sie ein. In Dunhuan teilte sich der alte Handelsweg vor mehr als 2000 Jahren in Nord- und Südroute. Der Ort ist lebendiges Zentrum mit kleinen, typisch chinesischen Nischen. Sie hocken jeden Tag an der gleichen Straßenecke, vertreiben sich die Zeit mit dem gleichen Spiel. Irgendwie eine Mischung aus Mau Mau, Kanasta und Romme. Aber dann doch wieder ganz anders. Was spielt ihr da? Shuhu, ein Kartenspiel. Wie spielt man das? Mit 3 Leuten oder zu viert? Mit 3 Leuten. Mit 4 Leuten. Wir spielen zusammen. Wenn man ausspielt und die höhere Karte hat? 15 Punkte. 15 Punkte und du hast gewonnen. Ansagen, auslegen, 1, 2, 3. Ah ja. Wer am meisten hat, kriegt den Stich. Sind Sie in Dunhuan geboren? Man kann sagen, dass ich ein Alteingesessener bin. Das ganze Leben haben Sie in Dunhuan verbracht? Ja, wir sind alle aus Dunhuang. Bis auf den da. Die Oase versorgt ihre Bewohner mit einem gewissen Reichtum. Dunhuang lebt zwischen heute und vorgestern. Denn die Vergangenheit beginnt gleich vor der Haustür. Nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt der Yangguan-Pass mit den westlichsten Überresten der Großen Mauer.
Ein moderner Pilgerort. Ruinen einer der wichtigsten Nahtstellen zwischen dem Reich der Mitte und fremden Kulturen. Die Seidenstraße bescherte China weit mehr als Handelswaren. Die Mogao-Grotten südöstlich von Dunhuang. 500 Höhlen voller Wandmalereien zu Ehren Buddhas auf 1,5 Kilometer Länge in den Fels gehauen. Die Keimzelle des Buddhismus in China. Seine weltweit bedeutendste Schatzkammer fasziniert auf vielerlei Weise. Das berühmte Bauwerk, für die Region ein enormer Wirtschaftsfaktor. Wenn Chinesen in Chinas Westen reisen, dürfen sie ohne das chinesischste Pflichtsouvenir nicht heimkommen, den Beweisschnappschuss vor den Grotten. Ihr Status als Weltkulturerbe hat der Anlage nicht nur genützt. Der steigende Publikumsandrang erzeugt ein weiteres Problem, von denen es eigentlich schon genug gibt. Etwa Schäden durch seltenes, aber gefährliches Regenwasser, das durch schmale Ritzen in die alten Mauern dringt. Das Klima und die Gefahren des Standortes sind die größten Feinde der Anlage. Die Direktorin der Buddha-Höhlen, Fan Jin-che, versucht seit 40 Jahren, die einzigartigen Kunstwerke vor dem Zerfall zu retten. Sie führt einen Kampf gegen die Wüste. Auf uns wirkt der Sand sehr weich. Im Zusammenspiel mit dem Wind aber richtet er großen Schaden an den Wandmalereien an. In der Vergangenheit gab es lange Zeiten, in denen sich niemand um die Höhlen gekümmert hat. Der Sand drang in die Kammern ein und hat viele Wandbilder zerstört. Mehr als 300.000 Besucher muss das Monument bereits jährlich verkraften. Obwohl den Touristen der Zutritt zu den meisten Grotten inzwischen verwehrt bleibt, bröckeln die wertvollen Fresken weiter ab. Fan Jin-che sucht einen Weg zwischen Diplomatie und Pragmatismus. Die Stadtregierung möchte den Tourismus fördern. Wir wollen die Anlage bewahren. Ich muss mir jetzt überlegen, wie man diesen Konflikt lösen kann. Ein Rettungsversuch ist der Neubau eines kleinen Museums. Darin zeigen originalgetreue Kopien der Höhlen einige der vielen tausend Buddhas. Unmittelbar an der Stadtgrenze wird die Wüste beinahe zum Freund. Die sogenannten singenden Dünen, bei Hochbetrieb Dunhuangs größter Sandkasten. Französische Forscher glauben, das Geheimnis des Ortes geklärt zu haben. Millionen von den Hängen rutschender Sandkörner erzeugen einen nahezu magisch klingenden Ton von bis zu 100 Dezibel. Wenn überhaupt, ist er jedoch nur bei absoluter Stille zu hören, also extrem selten.
Volker Hering recherchiert seine Radreise nach und durch Xinjiang. Der Deutsche fällt auf. Die Chinesen fahren normalerweise nicht von Ort zu Ort, sondern die fahren in den Orten selber. Und dass jemand mit dem Fahrrad größere Strecken fährt, das finden die meisten Chinesen ganz toll. Hering fährt die Nordroute der alten Seidenstraße. Natürlich habe ich mir das vorher angeguckt auf der Karte und da gibt es Orte, das heißt, ich weiß, es gibt auf jeden Fall was zu essen. Aber das ist ja auch der Spaß dran, nicht immer 100% zu wissen, was am Ende passiert. Und das ist eigentlich Teil der Erkundung, das Ungewisse und ein bisschen ins Ungewisse zu fahren und nicht genau zu wissen, was am Ende bei rauskommt. Der Bahnhof von Dunhuang, allerdings 70 Kilometer von der Stadt entfernt, in China nicht selten. Niemand darf den Bahnsteig betreten, bevor der Zug nach Urumqi einfährt, der Hauptstadt von Xinjiang. Für die Chinesen heißt sie Urumqi. Liuyuan, ein Durchgangsort. Letzte offiziell chinesische Stadt vor der autonomen uigurischen Provinz Xinjiang. Aber auch letzte Zwischenstation auf der Reise in ein anderes China. Obwohl das Gebiet den meisten Han-Chinesen suspekt ist, zieht es viele von ihnen an. Die Chinesen sagen Wilder Westen, das chinesische Wilde Westen. Es ist dadurch, dass es geografisch vollkommen anders ist, dass Wüste ist, dass nirgends so deutlich der Einfluss von anderen Ländern spürbar ist, macht den Teil von China natürlich sehr interessant. Das Grenzstädtchen Xingxingxia. Hier wohnt nur wer muss. Eine Herberge, 2 Garküchen. Fließendes Wasser gibt es nicht, aber einen Friseursalon. Eine empfehlenswerte Adresse für Radreisende aus Europa? Volker Hering sucht eine Unterkunft. $10 kostet ein Hotelzimmer für die Nacht, ungefähr €1. Der Sanitärbereich ist so gut wie fertig und zu Fuß erreichbar. Ein ausrangierter Eisenbahnwaggon im Hof. Wenn es keine andere Übernachtungsmöglichkeit gibt, dann ist es halt so. Und wir wollen da auch nichts beschönigen. Weil ich kann nicht versuchen, einem Land nahe zu kommen und dann immer nur 5-Sterne-Hotels erwarten. Hunderte Lastwagen stauen sich in Richtung Xinjiang. Die Zöllner kontrollieren je nach Tagesform schärfer oder nur sporadisch.
Oder bei großem Interesse, etwa an einem deutschen Radfahrer. Und, wie fährt es sich? Gut. Der Sattel ist zu hoch, oder? Kannst du so überhaupt fahren? An dem Rad hat die Frau so interessiert, dass es ein Rad ist, das man nicht überall in China sieht. Dass sie anscheinend selber gerne Fahrrad fahren würde, auch jetzt längere Strecken. Und da wollte sie unbedingt auch mal auf einem fahren und träumt davon, irgendwann selbst mal durch die Welt zu gondeln. Die Karlik-Berge, ein Ausläufer des Tian-Shan-Gebirges, das Xinjiangs Norden wie eine gigantische Mauer abschirmt. Die Naturkulisse wird von schnurgeraden Straßen begleitet. Stellenweise scheint der Wilde Westen längst gezähmt, mancherorts sehr deutlich. Hami, einst eine kleine Oase am Rand der Taklamakan-Wüste. Heute ist Hami eine aufstrebende, fast durchweg chinesische Stadt, die unaufhaltsam weiter wächst. Eine Großbaustelle. Hami putzt sich zu einem Schmuckstück heraus. Das Mutterland China gibt Entwicklungshilfe. Der Platz der Hingebung. Demonstrativer Dank an die südliche Provinz Guangdong für finanzielle Hilfen beim Bau eines Kulturzentrums. Gerne hätte sich die Stadt auch einen Themenpark mit weltberühmten Bauwerken geleistet, doch bereits nach der Kopie des Pariser Arc de Triomphe waren die Mittel verbraucht. Dabei verfügt Hami über ein eigenes, in ganz China bekanntes Wahrzeichen, die Melone. Hami-Melonen aus Xinjiang gelten bis ins ferne Peking als nationales Naturgut. Eine der vielen Anbaustätten, eine Genossenschaft. 28 Bauern haben sich, mehr oder minder begeistert, zur Großplantage formiert. Der regierungseigene Betrieb verspricht ihnen allen Wohlstand. Was die Ware so unverwechselbar macht, erklärt der neue Chef, der 34-jährige Landwirtschaftsmanager Wang Anying. Allein auf meiner Farm haben wir 25 verschiedene Sorten von Hami-Melonen. Einige sind bissfest und süß, einige saftig süß und andere mehlig süß. Und es gibt eine Sorte für alte Männer, die ist so mehlig, dass man sie sogar ohne Zähne essen kann. Die Felder am Stadtrand sind mit Reihen hoher Pappeln wie eine Festung gegen Übergriffe der Wüste geschützt. In einer Art neutralen Zone zwischen Baumwall und Sandmeer werden seit neuestem kleine Gewächse gepflanzt, hartnäckige Bodendecker. Ihr Bewässerungssystem eine Konstruktion nach israelischem Vorbild. Wenige Kilometer stadteinwärts finden sich Spuren der islamischen Geschichte Xinjiangs. Ein Mausoleum für die Gebeine von 9 uigurischen Königen.
Fast 250 Jahre lang, bis 1930, herrschte ihr Geschlecht über Hami. Heute beträgt der Anteil der Uiguren in der Stadt nicht einmal 20%. Xinjiang gilt im Riesenreich als Sonderfall, in vieler Hinsicht. Straßenschilder und öffentliche Gebäude sind zumeist zweisprachig beschriftet. Am Bahnhof von Hami zeigt die offizielle Uhr Peking-Zeit, 20 vor 10. Doch nur der Zugverkehr gehorcht. Für alle anderen ist es 20 vor 8, 2 Stunden früher. Das Leben in Xinjiang tickt anders und Peking ist weit weg. Zwangspause beim Schuster. Die Unterhaltung kommt von den neuen Sohlen schnell auf Herings Radtour. Wie so oft. Die Chinesen haben eine sehr große Achtung vor der körperlichen Leistung und finden das ganz klasse. Und dann hat man auch ein Gesprächsthema. Und ich habe das ganz, ganz selten erlebt, dass ich reserviert aufgenommen wurde. Die gelben Dreirad-Taxis, ein weiteres Kuriosum. Nur in Hami fahren sie. Aber wie lange noch? Hadewei ist Chibo, eine Volksgruppe aus der Mandschurei. Seine Vorfahren wurden während der Qing-Dynastie ausgesandt, Chinas westliche Grenzen zu sichern. Fester Standplatz für Hadeweis Taxi, die Bäckerei seines besten Freundes. Umatane und seine Frau stammen aus Ili, nahe der kasachischen Grenze. Sie kamen nach Hami, weil man ihnen sagte, die wirtschaftliche Lage sei dort besser. Stammkundschaft jedenfalls garantiert ihnen ein gutes Auskommen. Für ihren Sohn Qurban ist der Mann mit dem gelben Taxi so etwas wie ein zweiter Vater. Das überdachte Mofa vor der Tür fast sein Kinderzimmer. Laut Statistik erlebt Hami einen Regentag pro Jahr. Das muss er sein. Trotzdem wartet Hadewei vergeblich auf Fahrgäste. Der gelernte Elektrotechniker verlor bei einem Arbeitsunfall den linken Arm. Das Auto ist einzige Einnahmequelle. Nur mühsam bringt er seine Familie über die Runden. Momentan haben wir kein Geld. Es sind schwierige Tage. Unsere Schwiegertochter hat Schulden. Wir helfen ihr. Dann müssen jeden Monat noch Abgaben bezahlt werden. In Hami braucht man inzwischen zum Leben mehr als 3 Yuan am Tag, oft sogar 4 Yuan. Ich fahre von morgens bis abends Taxi, aber ich verdiene nicht viel. Hadewei fährt Qurban spazieren. Das Taxigeschäft in der Stadt läuft, doch immer mehr Kunden steigen lieber in modernere Fahrzeuge. Sie sind schicker, schneller und klimatisiert. Und sie sind teuer. Für Hadewei unerschwinglich. Im abendlichen Hami sucht der Sinologe und Reiseveranstalter Volker Hering nach kulinarischen Zielen. Wenn er eines Tages mit deutschen Radtouristen nach Xinjiang zurückkehren will, muss er auch die lokale Küche kennen. Was soll so ein Spießchen kosten? Das kostet 2 Yuan.
Diese hier einen Yuan das Stück. Das sind Rippchen und das sind... Das sind Rippchen und das andere Grillspieße. Sieht gut aus. Da sind keine Knochen dran. Nimm 1, nimm 2. Okay, ich nehme 1. 1? Ach was, 2. 2 isst du und 1 nimmst du mit? Ist doch eines mehr. 2 reichen. Die autonome Provinz ein Vielvölkergemisch. Kasachen, Mongolen, Kirgisen, Mandschuren. Im chinesischen Sprachgebrauch Minderheiten. Zahlenstärkste Gruppe die Uiguren. Im Norden des Landes stellen sie mancherorts die Bevölkerungsmehrheit. Doch die Verhältnisse verschieben sich, seit immer mehr Han-Chinesen nach Xinjiang ziehen. Hami frühmorgens um 7. In Peking zeigt die Uhr bereits 9. Hering ist Pfadfinder im Wortsinn. Er sucht eine Route durch das Land, die auch untrainierte Radfahrer bewältigen können. Ja, ganz wichtig ist natürlich, wie ist die Straßenbeschaffenheit? Also wie ist der Asphalt? Sind das nur Schlaglöcher oder ist das wirklich eine durchgehende Asphaltdecke? Und dann natürlich ganz, ganz wichtig ist das Streckenprofil. Das heißt, wie viele Berge oder Steigungen, Abfahrten haben wir drin und wie lang sind die einzelnen Etappen? Also mehr als 100 Kilometer ist immer ein bisschen heikel. Wenn es nur flach geht, geht auch mal ein bisschen mehr. Aber wenn dann 2, 3 Pässe dabei sind, dann ist es eigentlich unmöglich, mehr als 100 Kilometer zu fahren. Zumindest mit einer Gruppe. Die Strecke verlässt die Route der nördlichen Seidenstraße in Richtung des Bezirks Barkol, eine Hochburg der Kasachen unweit der mongolischen Grenze. In den Hochebenen bauen sie Getreide an, züchten Pferde, Schafe und Rinder. Ist dies das unberührte, das wilde Xinjiang? Ja, aber dann doch wieder nicht. Wie ein UFO liegt die Stadt Barkol im Grasland. Sie gab der Region ihren Namen, vor Jahren noch eine Lehmhüttensiedlung. Ein Vorzeigebeispiel für die neue Entwicklung des chinesischen Westens. Barkol will den Fortschritt, wirbt für die Vereinigung der Minderheitengebiete und Unterstützung des Militärs. So sagte sein Plakat an der Hauptstraße. Doch können wirklich alle die chinesischen Schriftzeichen lesen? Zentralasiatische Züge prägen die Gesichter Barkols. Feuerwerk meldet nach chinesischer Tradition, in der Stadt hat ein neues Geschäft eröffnet. Liu Yisheng bittet in den Supermarkt. Sein zweiter in der Stadt, diesmal größer. Er verkauft Dinge, die jeder braucht oder mancher sich wünscht.
Luxusartikel neben Haushaltswaren. Mit dem kann man schnell sauber machen. Nimm etwas Reinigungsmittel dazu. Mit der einen Seite wischen, mit der anderen schrubben. Der 20-Jährige aus der Provinz Hunan kam vor 3 Jahren mit seinen Eltern nach Xinjiang, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wir aus dem Süden und die aus dem Norden, da gibt es einfach Unterschiede. Für uns aus dem Süden ist das Geschäft ziemlich wichtig. Bei uns ist die Wirtschaft im Vergleich zu hier entwickelter. Deshalb gibt es bei uns mehr Geschäftsleute. Hier arbeiten die Menschen eher als Angestellte. Wo man auch hingeht, findet man Leute aus unserer Region. Konsumgüter zu verkaufen, bringt einen weiter. Die neu gebaute Fußgängerzone, wie eine Startpiste in die Steppe, ins Nichts. Ein zentraler Ort mit Mehrzweckcharakter, Raum für öffentliche Versammlungen und erbauliche Momente. Der lokale Fernsehsender produziert 2 unterschiedliche Programme. Eines in chinesischer Sprache, das andere in Kasachisch. Das abendliche Lichterspektakel von Barkol scheint vor allem demonstrieren zu wollen: China ist im eigenen Westen angekommen. Die Ruinen der alten Festungsstadt Dache im Weideland von Barkol. Bis zu 3000 Soldaten hatte das Kaiserhaus der Tang-Dynastie dort im 6. Jahrhundert stationiert, um den König von Gaochang zu bekämpfen. Der Historiker Pen Qingli ist überzeugt, die Anlage markiert eine bisher unbekannte Nordroute der Seidenstraße durch die Steppenwege Eurasiens, auf der die Händler häufig überfallen wurden. In schwierigen Zeiten kamen die Soldaten den Kaufleuten zu Hilfe. Auf dem Weg in den Westen oder zurück nach China gewährten sie ihnen hier Zuflucht. Dafür brachten die Kaufleute den Soldaten Waren mit. Sie standen in sehr enger Beziehung zueinander. Am ehemaligen Ufer des einst riesigen Barkol-Sees entdeckte der Forscher noch ältere Siedlungsbelege. Felszeichnungen, die mehr als 3000 Jahre alt sein sollen. Nach Pen Qinglis Ansicht die Spuren eines Nomadenvolkes, das später in Afghanistan und Iran sesshaft wurde. Was wir hier sehen, sind die Überreste einer Siedlung. Die Nomaden haben mit diesem Steinkreis ein Fundament gebaut, die Erde eingeebnet und ihr Zelt darauf errichtet. Hier haben sie dann eine ganze Weile gelebt. Das Fahrrad darf im Konferenzraum übernachten. Auch solch überraschenden Luxus bietet Barkol.
Herings Reise nach Norden geht weiter, vorbei an dem See, der in 4 Jahrtausenden auf ein Achtel seiner früheren Größe geschrumpft ist. An seinen Ufern weiden kasachische Bauern ihre Tiere, gegenüber die Schlote der Waschmittelindustrie. Wenige Kilometer weiter Überreste eines alten Wachturmes. Xinjiang, ein Land zwischen Epochen und Kulturen, in dem die Zukunft es eilig hat. Fabrikneue Mähdrescher der ehemaligen DDR-Marke Fortschritt werden ihren Teil dazu beitragen. Und dann taucht dieser Mann auf, Ayi Ken. Der Kamelzüchter lässt sich zu seinen Tieren chauffieren. Gut 1 Stunde dauert die beschwerliche Fahrt auf dem Sozius bis zu dem einsamen Haus in der Steppe. Sein Sohn und die Schwiegertochter versorgen die Herde. Ein abgeschiedenes Leben. Unberührt von den Segnungen des modernen China. Der 60-jährige Kasache gilt als eine Art Magier unter den Züchtern, seit ihm eine Sensation gelungen ist. Eine Kamelart, die sich durch besonders lange Wimpern auszeichnet. Die Tiere geben mehr Milch, besseres Fleisch und haben widerstandsfähigere Felle. ...30 Jahre lang brauchte Ayi Ken, bis sein erstes Superkamel zur Welt kam. Danach hat er vorsichtshalber noch eine Weile gewartet, bevor er offizielle Stellen informierte. Ein Veterinär des Landwirtschaftlichen Instituts Xinjiang kam und blieb viele Monate. Ayi Ken schien ihm die Überraschung seines Lebens präsentiert zu haben. Als ich sie ihm gezeigt habe, hat er "Oh" gesagt. In der Welt gibt es nur 4 Arten von Kamelen, aber diese Art habe ich noch nie gesehen. Wie viele gibt es davon? Ich habe gesagt, es gibt noch welche. Eigentlich gab es nur 4 Arten von Kamelen und plötzlich tauchen dann diese Tiere auf. Dann hat der Professor zu mir gesagt, jetzt gibt es eine 5. Art. Ayi Ken wohnt mit seiner Frau Ahea in einer kleinen Ortschaft nahe Muley. Eines ihrer 6 Kinder ist Dorfschullehrer im Altai-Gebirge. Ein anderer Sohn lebt in Kasachstan. (1963) hat das Paar geheiratet. Nach alter Sitte waren sich die beiden zuvor noch nie begegnet. Auf Kasachisch sagen wir, es ist nach dem Willen Allahs passiert. Andere unterhalten sich erst, lernen sich kennen und dann heiraten sie. Aber bei uns reden ein Mädchen und ein Junge nicht miteinander. Unsere Eltern haben die Verlobung beschlossen. Danach haben die Verwandten, zum Beispiel der Bruder und die Schwägerin, alles abgesprochen. Das Mädchen und der Junge durften nicht mitreden. Die bisher anstrengendste Etappe für den deutschen Reisescout.
Der Aufstieg zum Himmelssee. Mehr als 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Ein 2 Millionen Jahre alter Vulkankrater. Xinjiang aus der Postkartenperspektive. Näher kommt die Provinz dem Himmel nirgendwo. Eines der größten Naturschutzgebiete Chinas. Was für Chinesen vor allem eines bedeutet: Pflichtprogramm. Ich freue mich vor allen Dingen auf Turfan und Kashgar, weil da bin ich dann richtig im Uigurenland. Also die Uiguren sind dort in der Mehrheit und davon verspreche ich mir auch einen tieferen Einblick in die uigurische Kultur. Doch die zweite Etappe seiner Reise beginnt für Volker Hering zunächst turbulent in Urumqi, der Hauptstadt von Xinjiang.